Früh am Morgen im Brothaus in Ansbach. Danny Liebe arbeitet hochkonzentriert. Er weiß, gleich kommen die ersten Kunden und die Theke muss perfekt aussehen. Schaut schon mal soweit ganz gut aus. Dann können wir noch ein bisschen was hinten nachbacken. Früher sah Dannys beruflicher Alltag anders aus. Viele Jahre war er in der Werkstatt der Lebenshilfe Ansbach. Durch das Inklusionsprojekt Budget für Arbeit hat er den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt geschafft. Wenn ich halt vorbeilaufe und es bimmelt, dann tue ich schon raus oder schaue, ob ich was reintun soll. Lange hat Danny von so einem Job geträumt. In der Backstube arbeitet er eigenständig und ist Teil des Teams. Dort, wo es nötig ist, packt er an. Die vielen Handgriffe werden langsam zur Routine. Ja, das habe ich schon daheim gemacht, bei meinen Eltern schon. Haben wir selber Brot backen. Der Duft, wenn es backen tut, das liebe ich irgendwie. Das Team schätzt die Arbeit von Danny und sein Engagement. Von Anfang an hat es auf beiden Seiten einfach gepasst. Ja, das Zusammenhalten ist halt sehr gut hier drin. Weil er sich einfach so gut mit integriert. Also er hat die Chance, das mitzumachen. Er macht es auch ganz gut mit. Er lernt viel dazu und er bringt uns auch viel Entlastung dadurch, dass er immer mehr Arbeiten übernimmt und auch dadurch immer mehr für uns auch mit reinbringt in das Team. Bei der Lebenshilfe Ansbach werden Menschen mit Behinderung gezielt auf diesen Schritt vorbereitet. Hier arbeiten sie in unterschiedlichen Bereichen, lernen Abläufe kennen und können sich in einem geschützten Rahmen ausprobieren. Für manche bleibt die Einrichtung ein dauerhafter Arbeitsplatz. Andere wie Simone und Lukas gehen einen Schritt weiter. Sie besuchen einen IHK-Zertifikatslehrgang und möchten so wie Danny einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt finden. Ich suche jetzt auch gerade ein Praktikum. Mal schauen, wie es weitergeht. Man kann sehr viel lernen. Man spricht sich halt durch. Also wir besprechen, was wir machen müssen und so. Und ja. Und tauscht sich untereinander auch aus, hat Spaß und so. Ja. Werkstattleiter Stefan Sauerbeck begleitet sie dabei und will Teilhabe fördern. Wir machen da sehr gute Erfahrungen und wir merken auch, dass sich die Menschen dann in allen Lebensbereichen, nicht nur im Job, entwickeln, sondern dann wird vielleicht von zu Hause mal ausgezogen, wird selbstständig gewohnt. Ja, also das macht mit unseren Menschen einfach was und entwickelt die. Hallo Lea. Hallo Jessie. Wie geht's dir? Ein wichtiger Teil auf diesem Weg ist die Begleitung. Jessica Fiedler unterstützt Menschen dabei, herauszufinden, was zu ihnen passt. Zum Beispiel im Inklusionscafé Karl. Dort sammeln viele erste Erfahrungen außerhalb der Werkstatt. Der Kundenkontakt gehört hier genauso dazu wie feste Arbeitszeiten und klare Abläufe. Jessica Fiedler ist überzeugt, Betriebe und Beschäftigte profitieren, wenn Menschen mit Behinderung eine Chance bekommen. Es hat aber natürlich auch ein Riesenpotenzial für Firmen oder für Betriebe, die einfach durchs Budget für Arbeit Mitarbeiter gewinnen, auf die sie vielleicht im ersten Moment gar nicht gekommen wären, beziehungsweise zu denen sie im ersten Moment gar keinen Zugang haben. Und wir haben im Budget für Arbeit einfach die Möglichkeit, Inklusion auch zu leben, also wirklich auch dadurch Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sich die Leute, die dann das Budget in Anspruch nehmen, super gut entwickeln können. So wie Danny in der Backstube. Der neue Job hat in seinem Leben mehr verändert als nur seinen Arbeitsalltag. Erstens, dass ich eine Wohnung habe und zweitens, dass ich so viel Geld habe, dass ich allein von dem Geld leben kann. Ja, ich fahre auch alleine fort in Urlaub und alles, fahre mit dem Zug weg. Mein Lieblingsurlaub ist immer noch das Zillertal. Da bin ich meistens jedes Jahr. Mehr Selbstständigkeit heißt für Danny aber nicht, allein zu sein. Die Lebenshilfe begleitet ihn auch weiterhin. Jessica Fiedler ist stolz. Hier hat er halt auch einfach die Möglichkeit zu entwickeln. Er kann Fragen stellen, muss da irgendwie kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich denke, das ist für ihn auch ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, deswegen funktioniert es hier auch so gut. Ja, ich bin sehr zufrieden. Was hier zählt, ist Vielfalt. In der Auslage und im Miteinander.
Danny hat seinen Traumjob gefunden und ist glücklich.